Ja, die Aufgabenstellung für das Sorbische Wissensforum ist es auf zwei getrennten Grundstücken. Einmal an der Ecke Goschwitzstraße, Äußere Lauenstraße und einmal zwischen Goschwitzstraße und Lauengraben. Auf diesen beiden voneinander getrennten Grundstücken Räume für zwei Institutionen zu schaffen. Zum einen für das Sorbische Institut und zum anderen für das Sorbische Museum. Entscheidender Punkt ist dabei nicht nur die Verteilung auf diese zwei Grundstücke und die Integration des Bestandes, sondern ganz wesentlich ist dabei, das Sorbische Wissensforum zu implantieren. Also dafür zu sorgen, dass übergreifende Funktionen beider Institutionen ein gemeinsames Forum bilden, was für die Besucher eben die Attraktivität nochmal erhöht. Also wo sich auch die beiden Institutionen begegnen können, die Gäste dort in Austausch miteinander treten können und diese zwei Institutionen sich dort sichtbar synergetisch sozusagen befruchten sollen. Das ist die Aufgabenstellung. Man kann das ganz schön an dem Modell erkennen. Die Einbindung in den Stadtraum ist natürlich hier die ganz wesentliche Frage in der ersten sozusagen Beurteilungsebene des Preisgerichtes. Wie fügt sich das hier hinein? Wir haben hier die große Baumasse des Kornmarktcenters, dann hier eine Brache, eigentlich eine Schlüsselposition, ein Schlüsselgrundstück für die Innenstadtentwicklung, was aber leider für diese Planung nicht zur Verfügung steht. Deswegen bleibt es in diesem etwas fragmentierten Rahmen dieses Eckgrundstückes mit dem großen denkmalgeschützten Bestand und diesem Grundstück mit der alten Posthalterei als markantem Bestandsgebäude an der Goschwitzstraße. Das war nun die große Herausforderung, diese recht große Baumasse und das große Raumprogramm auf diese zwei Areale zu verteilen. Was uns als Preisgericht an dieser Arbeit sehr gut gefallen hat, war zum einen, dass dieses Gebäude, das ist hier entlang des Lauengrabens, hier kann man es eigentlich ganz schön sehen, ein Bestandsgebäude, was leidlich gut erhalten ist und für das gab es die Möglichkeit, es abzubrechen oder es eben weiter zu verwenden. Diese Arbeit hat nicht als einzige, aber doch als eine der wenigen Arbeiten sich für den Erhalt entschlossen und hat dieses Gebäude mit in das Raumprogramm integriert, in den Entwurf. Und das ist, wie wir finden, sehr charakteristisch, sehr gelungen entstanden. Das ist eigentlich hier nur diese schmale Hausscheibe mit diesem starken Symbol des Torbogens und einer schönen haptischen Materialität als kleinformatige Ziegelbekleidung. Dieses Tormotiv finden wir auch an anderen Stellen in der Stadt. Wir finden es vor allen Dingen eben auch in kleinerer Form an der historischen Posthalterei. Also eine sehr schöne Analogie zwischen den beiden Polen dieses Grundstücks und ein sehr schöner Hinweis darauf, dass sich dahinter eben etwas befindet, was auch in Dialog tritt von alt und neu. Das hat uns also sehr gut gefallen, diese charakteristische, sehr einfache, aber doch sehr stark prägende Fassade dieses straßenseitigen Bauteils. Die zweite Betrachtungsebene ist, was passiert in dem Inneren. Man kann es eigentlich ganz schön hier an dem Erdgeschossgrundriss erkennen. Wir haben hier die Eingangssituation von einem Innenhof in das Museum hinein. Wir haben dann dort unter Berücksichtigung oder unter Integration eigentlich des Bestandes haben wir hier Ausstellungsrundgänge, die sehr frei bespielbar sind in den Ebenen des Hauses, kombiniert hier mit Verwaltungs- und Lagerfunktionen. Die sind sehr gut in sich erschlossen und bieten eben viele Möglichkeiten, in diesem sehr kompakten Neubau im Hofinneren die verschiedenen Ausstellungsbereiche und Funktionen des Sorbischen Museums dort miteinander zu verknüpfen. Ganz wesentlicher Punkt ist dieser Bereich, die Integration der alten Posthalterei. Das sind im Wesentlichen Funktionen des Sorbischen Institutes, die aber genau das eigentlich transportieren, was eben auch in das Sorbische Wissensforum hineinstrahlen soll. Die Präsenzbibliothek, der Veranstaltungssaal, also Dinge, die eine sozusagen öffentliche oder halböffentliche Funktion haben des Sorbischen Instituts. Das ist mit Magazinen und Verwaltungsflächen kombiniert, aber der Schwerpunkt ist hier sehr schön gelegt auf die Integration der alten Posthalterei mit ihrem auch historisch verbürgten Hofbereich und
in dem historischen Teil entstehen gut nutzbare, schön geschnittene Freiräume. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei solch einem engen und sehr stark befüllten Grundstück, dass dort eben wirklich noch Freiräume übrig bleiben, die eben auch Aufenthaltsqualitäten haben, die man auch für Veranstaltungen mit berücksichtigen kann und die eben auch in sich eine hohe Qualität haben für die Gäste, für die Mitarbeitenden, also für alle, die sich dort bewegen und damit eben auch dieses, ja, soll ich sagen, das Gemeinsame auch hervorheben sollen. Nicht nur im Gebäude, sondern eben auch in den Freiräumen. In dem zweiten Baufeld, da wäre noch darauf hinzuweisen, dass auch dort ein neuer Anteil drin ist, neben dem denkmalgeschützten Bestand. Also hier in dem Bereich gibt es auch hier ein Gebäudeteil, wo also ein Ersatz vorgesehen ist für ein nicht denkmalgeschütztes Gebäude an der Straße. Das nimmt etwas großflächigere Funktionen auf, Veranstaltungsarbeitsraum, Magazinflächen etc., die sich schwer in den denkmalgeschützten Bestand integrieren lassen. Auch das hat eine schöne, einfache und in dem Bestand sich sehr wohl und sehr zurückhaltend integrierende Fassade bekommen. Die Materialität ist vergleichbar mit dem Bauteil am Lauengraben. Das wird sich auch hier wiederfinden in dem dritten kleinen Anteil, der sich also neben dem Bestand nochmal in Richtung Goschwitzstraße durch einen kleinen Ersatzneubau zeigt. Ja, das sind eigentlich so die wesentlichen Punkte, die uns an dieser Arbeit gut gefallen hat und die auch das Preisgericht dann dazu bewogen hat, das einstimmig auf den ersten Platz zu bringen. Die Arbeit, die das Preisgericht mit dem zweiten Preis bewertet hat, zeigt ein etwas anderes Bild. Man kann es sehr schön eigentlich hier sehen, sehr charakteristisch. Erstmal ist hier der Ansatz, das Bestandsgebäude am Lauengraben zu entfernen und das Grundstück wirklich sehr kraftvoll mit fast einer Großform zu belegen. Das bietet natürlich andere Möglichkeiten, sowohl in der Sichtbarkeit. Wir haben hier einen sehr markanten Kopfbau, der selbst dann, wenn hier die Straßenfront noch wieder geschlossen wird, was man hier an dem Modell ganz schön sehen kann, trotzdem noch sichtbar und visuell sehr wirksam ist. Wir haben hier dieses große, hochaufragende, zweigeschossige Fensteröffnung. Wir haben hier einen tiefen Einschnitt, der sehr markant den Eingang hervorhebt und markiert. Es ist in der ganzen Formensprache, man kann sagen, sehr international. Also es ist sofort als moderner Museumsbau, als moderner öffentlicher Bau, als moderner Kulturbau erkennbar und hat dort eine große Prägnanz. Das ist erstmal sehr positiv bewertet worden. Im Zweiten ist hier auch positiv bewertet worden, dass es also eine Passage gibt, die auf sehr schöne Weise durch die Baukörper hindurch diffundiert und einen freien Zugang oder eine freie Verbindung zwischen Lauengraben und Goschwitzstraße bietet, ohne dass man in die Häuser hineingehen muss. Das ist ja auch immer ein gewisses Hemmnis. Jetzt gehe ich hier ins Museum, dann stehe ich da im Foyer. Hier kann ich sozusagen frei hindurch diffundieren tagsüber und habe dort auch nochmal eine zusätzliche attraktive Wegeverbindung im Stadtgefüge. Auch sehr positiv war hier der Umgang mit der denkmalgeschützten Posthalterei, die sich hier mit einem kleinen Hof zum Museumsgebäude und zu dem Veranstaltungsraum hin öffnet. Da beginnen aber doch schon so ein bisschen die Bedenken. Dieser Hof ist doch sehr klein geraten, sehr schmal. Dieses große, man kann es an dem Modell, glaube ich, fast noch schöner erkennen, dieses große neue Gebäudevolumen rückt dem doch sehr nah. Und es ist die Gefahr, dass dieser Museumshof, der ja auch für Veranstaltungen genutzt werden soll, der auch ein Erholungsort ist oder ein Ort der Begegnung und Kommunikation in diesem Ensemble, dass der so etwas finster und so ein bisschen benachteiligt wird dabei. Was sehr großen Zuspruch fand im Preisgericht, ist die innere Gliederung des Museums. Wir haben einen sehr schönen, prägnanten Auftakt am Lauengraben, ein gut funktionierendes Foyer mit den ganzen Serviceeinrichtungen für die Besucher und oben in den beiden Obergeschossen, eine sehr schönen, klaren Museumsrundgang, der wirklich alle Wünsche an ein modernes Museum bestens erfüllt. Das muss man schon sagen. Also man kann es hier
erkennen an dem Schnitt eine großzügige Treppe, die gute Orientierung bietet, sehr viele Oberlichtsäle für die Dauerausstellung, auch für Sonderausstellungen. Also hochqualitätvolle Museumsräume, die sich dort bieten. Allerdings, auch hier muss man sagen, das Abstandsflächenproblem muss sicher in einer weiteren Bearbeitung noch etwas vertieft werden. Aber natürlich haben wir es hier im Blockinneren mit einem sehr gut durchdachten und sehr wertvollen Museumsentwurf zu tun. Auf dem zweiten Baufeld, Goschwitzstraße, Äußere Lauenstraße, das ist ja hier fast ausschließlich Institutsnutzung. Und es sind praktisch alle Funktionen des Instituts dort untergebracht. Auch das hat zur Folge, dass es nur ein relativ kleiner Freiraum verbleibt. Der ist gut angebunden, keine Frage, auch an den Veranstaltungsraum. Es sind also eigentlich alle Institutsfunktionen hier doch auf sehr qualitätvolle und durchdachte Weise miteinander verbunden. Auch der kleine Neubauanteil, der hier doch recht markant zur Äußeren Lauenstraße hin wirkt, hat auch was mit diesem neuen Element am Lauengraben zu tun, also in sich auch sehr schlüssig. Was uns aber dann doch bewogen hat, diese Arbeit eigentlich nicht mit dem ersten Preis, sondern tatsächlich auf den zweiten Preis zu belassen, war das Verbindende. Es ist, und das kann man vielleicht aus dem entnehmen, was ich eben schon gesagt habe, ein sehr gutes Museum und es ist ein sehr guter Institutsentwurf. Was aber hier etwas zu kurz kommt, ist das Gemeinsame. Also ein verbindendes Element oder ein verbindendes Areal, das eigentliche Wissensforum. Also wo verknüpfen sich jetzt die beiden Institutionen, regen sich gegenseitig an, wo haben die Gäste, die Besucher wirklich etwas von diesem gemeinsamen Miteinander von Institut und Museum. Und das fehlt uns hier in der Darstellung und auch letztlich in der Konzeption. Natürlich ist es auch zugunsten der Funktion der beiden jeweiligen Institutionen schon sehr gut gelöst. Aber genau das, warum der Wettbewerb ja auch Sorbisches Wissensforum heißt und nicht Museum und Institut, genau das fehlt hier etwas. Also dieses verbindende Element und eben die Kommunikation, die Interaktion zwischen den beiden Institutionen. Trotzdem ein sehr, sehr guter Entwurf, keine Frage. Aber das war eigentlich das ausschlaggebende Element, was die Arbeit dann eher auf den zweiten Platz belassen hat.